Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Filmlife. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt dran, ein Like dort zu lassen und noch zu teilen. Und wenn ihr euch freut, wie ihr das Format nachher unterstützen könnt, das seht ihr hier. Heute geht es passend zur Jahreszeit um Frozen 2. Ob Frozen 2 den nämlichsten Hype wird auslesen wie auch schon den ersten und ob dieser Film auch nicht nur etwas für Kinder ist, das seht ihr alles hier bei Filmlife. Nachdem das Kindergehen Elsa sich nicht nur seinen Ängsten, mehr auch der Öffentlichkeit gestaltet, geht es lösen am Ruhe an Arendelle. Allerdings hält die Ruhe nicht ganz lang an. Und zwar hört Elsa eine mysteriöse Stimme aus dem Busch, die ihr zu rufen schenkt. Darauf sie verspürt Elsa den Drang, dieser Stimme nachzugehen. Und Antworten auf die Fragen zu finden, die sich nachher immer stellt. Zusammen mit seiner Schwester Anna, dem sein Freund Christoph, dem Schneemenschen Olaf und dem Rentier Sven machen sie sich dann auf den Weg am Domgewüst. Was sie da alles auf dieser Reise erwartet, erwartet mit dem mysteriösen Busch auf sich schwört und ob Elsa alle Guten sich froh beantwortet kriegt, das sehen alles am Kino bei Frozen 2. Von vier muss ich sagen, dass der Riesenhype um den echten Frozen nicht ganz nachvollziehen konnte. Okay, das ist mir schon klar, dass das Schwester-Prinzessinnen-Thema bei den kleinen Mädchen ziemlich gut kennt. Aber sonst kennt halt Disney mit seinen Animationsfilmen nie so richtig ein Pixar-Studio rund. Chance für sie, dass sie in das Studio dann noch gehört. Aber leider fehlt für mich an Disney-Ege-Produktionen immer eine Ebene, die den Film für Erwachsene genauso für Kinder immens interessant macht. Leute, die zum Beispiel Coco oder Inside Out gesehen haben, die wissen, was ich meine. Allerdings muss ich sagen, dass Frozen aber da absolut kein Flop gehen ist. Disney hat halt Heuren bewiesen, dass sie eben meist an Animationsfilmen sind. Also optisch ist der Film auf alle Fall der Wahnsinn. Hier ist alle Szenen und alle Gesichtsanimationen einfach nicht mehr perfekt. Hier geht den einfach schon von der ersten Szene und vom Film komplett angeholt und könnt aus dem Staunen nicht mehr raus. Dabei könnt ihr noch den Cast, den ich mir besser nicht vorstellen kann. Dazu muss ich aber sagen, dass ich den Film auf Englisch gesehen habe und da auch nicht mehr die Englisch-Synchronisation bewerten kann. Auf alle Fälle habe ich den heute Elsa gespielt von Idona Menzel. Ja, ich weiß ja gerne mehr, was er erzählen, aber das Größte, was so gemacht wird, war Frozen. Aber da passt es aber auch ran. Ob es schauspielerisch oder gesanglich ist, kann ich mir da keine andere vorstellen. Und auf der anderen Seite hat Donna gespielt von Kristen Bell. Und noch heute gibt es nicht ganz viel zu erzählen, außer dass es auf die Rolle von Anna einfach nicht mehr super passt. Die zwei lassen ihn zu keinem Moment spüren, dass die zwei Charaktere nicht wirklich gegen existieren. Anne könnte der große Comedy-Faktor an den Film ran. Denn Olaf, gespielt von Josh Gad. An der Lomo ganz base gesagt, der Film wird nicht halb so gut, wenn er nicht dabei wäre. Hier ist ganz einfach dafür die simpel, aber auch teilweise ein bisschen düster Story abzulockern. An hier ist auch der gemeinsame Punkt, wo sich klein und groß dran amüsieren können. Also ich kann euch so nicht schon alt gut gelacht während dem Film. Aber wenn wir da schon bei der Story sehen, naja, wie soll ich sagen? Die Story kennt für mich so rüber, wie wenn Disney unbedingt noch einen zweiten Frozen wollte machen und dann eben die Story so drop geklagt gouf. Die Story ist, wie schon gesagt, ziemlich simpel und hat nicht ganz viele Überraschungen zu bieten. Gut, das ist zwar ein Twist dran, ich meine, die könnten nicht mehr für Kinder ziemlich überraschen. Die Story kriegt den am Anfang nicht mehr so halb zu packen, verleiert den dann zwischendurch und dann lässt sie ihn zum Schluss mit einem ziemlich offensichtlichen Twist stehen. Aber etwas dürfen wir natürlich nicht vergessen, der Film ist ja hauptsächlich für Kinder gemacht. Und das macht Disney halt hier ziemlich gut. Ich meine, wir können also auch in Zukunft nicht für Frozen-Merch retten. Aber wie kann das Disney schon verdenken? Frozen ist eben eine Gelddruckmaschine. Aber egal, der Film ist mit seinen 103 Minuten auf keinen Fall zu lang, lest den mal ein paar Szenen da, wo ich gut lachen kann. Und wie gesagt, ändert dem Strich gesagt der Film noch immer bombastisch aus. Also kurz gesagt, für die Kinder wird der Film top sein und die Älteren werden sich auch nicht zu viel während dem Film langweilen. Wie gesagt, dabei ihr seid ihr so mega begeistert von Frozen oder könnt ihr überhaupt nicht mal darauf hängen? Erzählt mir daran in den Kommentaren. Und wie schon am Anfang gesagt, wenn euch dieses Video gefällt, dann denkt dran, ein Like dort zu lassen und noch zu teilen. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino bei Frozen 2. The kingdom is not safe. Find who is calling to you. They may have answers. I'm going with you. Anna? No. Excuse me, I climbed the North Mountain, survived a frozen heart, and saved you from my ex-boyfriend, so, you know, I'm coming. That's normal. Where are we? How did you get in the forest? The mist parted for us. Impossible. Where did you learn magic? Follow me into fire. Then don't run into fire. Magic is very alluring. Without you, she may lose herself to it.
protect Arendelle at all costs. I believe in you, Elsa, more than anyone or anything. Quick question. Is the whole putting us in mortal danger gonna be a regular thing?